Wähle deine Seite hier bei Star Wars Battlefront 2. Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Let's Test hier. Wir können wählen zwischen der hellen und der dunklen Seite, beziehungsweise natürlich zwischen dem Widerstand und der ersten Ordnung. Oder wir sagen uns direkt, nee, come on, wir sind doch eher der graue Jedi. Aber naja, die Wahl steht ja eigentlich nicht wirklich. Trotz allem haben wir jetzt eigentlich keinen Bock drauf, jetzt schon zu wählen, weil das steht, glaube ich, ja eher mehr für... Kämpfen Widerstand, in der Gruppierung wird im Verlauf der die letzten Jedi-Session 6 einzigartige Missionen. Genau, das hätte, glaube ich, relativ wenig mit dem, sag ich mal in Anführungszeichen, mit dem Story-Modus zu tun, den ich jetzt hier in diesem Video eigentlich zeigen will, falls doch, können wir die Freiheit, Stabilität wieder her, ich bin dann doch eher Widerstand. So, einfach gewählt, fertig, Problem gelöst. So. Was sind Sternkarten, etc. etc. Ich glaube, Einstellungen müssten soweit schon alle gemacht worden sein. Ich hoffe, das Video ist wirklich jetzt hier im richtigen Format. Und wir können eigentlich loslegen mit, so wie es aussieht mit der Kampagne. Genau, es gibt so nach hier Arcade-Modus. Werde mit Arcade am meisten im Kampf. Trick gegen Krieger, Gegner, erringe Belohnungen. Besser beherrscht, ist doch nicht schlecht. Aber kämpft als Commander Iden Versio für das Imperium. Sie ist die Anführung der besten Spezialeinheit des Imperiums, des Inferno-Trupps. Okay, klingt interessant. Kämpfen für das Imperium. Okay, spielt also nach zu Zeiten von, das ist eine gute Frage, zwischen Episode 3 und 4 oder doch zwischen Episode 3 und 6 irgendwo. Na, wir werden sie wohl bald schon rausfinden. Was? Hauptstory? Oder... Mit dem Leben geht gar nicht? Okay, gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Kann man das Spielen beginnen? Abenteuer? Ja, würde gerne. Kampagnen-Schwierigkeitseinstellung. Zweiter Soldat, was? Man kann die Herausforderungen aber fair sind. Also Entdecker. Konzentriere dich auf Story und Umwelt ohne schwierige Kämpfe. Wäre vielleicht im letzten Test gar nicht mal so schlecht, war. Mit ausgenommen Kämpfen, die Herausforderungen aber fair sind. Naja, was ist schon fair? Trick gegen gnadenlose Gegner und kämpfen in einer authentischen Star Wars Story ums Überleben. Nehmen wir mal die Mitte, wa? Machen wir Soldat. Jetzt bin ich echt gespannt. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Invisible Thief, Rebellensicherungskreuzer. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Iden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden. Also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626.
was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser Der modifiziert. nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Sir, der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Ja, würde ich aber auch mal sagen. Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Roger, Roger. So, und wie, ja. Achtung, Crew! Feindlicher Droide läuft. Nicht anfassen. Da sind wir noch eine R2-Einheit. Faszinierend, aber nicht das, was ich genau wollte. Also die Grafik, hey, die ist so genial. Piep, piep. Ja, und jetzt? Das Lüftungssystem zu mir. Den Zellblock erreichen. Ich habe auf Y ist nochmal ein Elektroschock, den ich da einsetzen kann, oder ist es für was anderes? Wenn wir schon mal hier sind, mal gucken. Was haben wir denn sonst noch so Schönes? Das wird wohl der Hangar sein. Der Druide schon wieder. Ist das die gleiche R2-Einheit wie vorhin? Die wir vorhin auf der Brücke gesehen haben. Was willst denn du hier? Wandelnder Toaster. Ach, ist das geil, hier wieder ein richtiges Star Wars Spiel zu haben. Ich muss zugeben, ich habe schon lange kein Star Wars Spiel mehr gezockt. Schon ewig lange nicht mehr. 3PO? Los, Druide. Nee, nicht wirklich, oder? Nee, definitiv nicht 3PO. Ja, Belüftungssystem, du bist lustig. Wo ist... Ah. Du machst dir so viel Sorgen. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Was doch? Fuck. Die Rüstung schon wieder. Endor ist wirklich nichts Besonderes. Stimmt genau. Dann sind die doof. Warum bauen Sie dann den neuen Todesstern dort? Schon mal vom Sanktuarium-Mond gehört? Nein, das ist der Grund. Der Waldmond Endor ist nicht gerade bekannt in der Galaxie. Ein idealer Ort, um etwas Großes zu Endor. Ich will es echt schon zwischen... Ja, mal Quatsch, bei Episode 4 war ja der Todesstern der erste schon fertig gebaut. Und der auf Eldor, der war ja dann kam dann erst zustande. Nett. Ja, sehr nett. So, ich hätte da einen Schocker in petto. Die Frage ist jetzt echt, wo ist der Gefängnistrakt? Nur die Zelle. Fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachrichten. Danke. Wir brauchen jede Information über den Angriff des Todessterns auf Endor. Ja, super. Wie soll ich jetzt mit einem Schock beide erledigen? Das geht wohl eher weniger. Oder warum eigentlich nicht? Muss fast so sein. Vergiss nicht, du hast keine Sicherheitsfreigabe. Du musst die Türen zum Öffnen hacken. Ja, wenn man nie... Ja. Gut, ist nur noch einer da. Die Ordnungsanzeige stellt die wachsende Aufmerksamkeit der Rebellen von der Anwesenheit dar. Wenn sie auftauchen, sind sie alarmiert. Ja, dann schießt sie auf mich und dann bin ich down. Wie läuft's mit den Schlüsseln? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Dauert länger als erwartet. Die Verschlüsselung ist überraschend komplex. Ich gebe mein Bestes, kann aber nichts versprechen.
sehe so wenig. Ja. Aber es ist alles interessant, dass wir am liebsten alles anschauen, aber das wäre, glaube ich, eine schlechte Idee. Kann Druide Angst empfinden? Wir werden es bald erfahren. Oh oh. Was gehört? Hab was gehört? Da kommt offenbar keiner. Sehr schön. Ja, es sind eigentlich nur noch 10 Meter, aber... Ist mehr sehen würde. Vor meiner Zelle sind zu viele Rebellen. Such einen anderen Weg. Bin schon dabei. Dann ergleichen Sie einen Elite-Truppler. Und Sie haben den neuen Todesstern entdeckt. Ja, und alle fliegen hin. Goldstadt, Grünstadt, Corona-Stadt, Blitzstadt, Rotstadt. Wir werden den Krieg gewinnen. Das habe ich hingeführt. Was ist das Imperium nur noch Geschichte? Und Prinzessin Leia wird einen neuen Senat aufbauen. Das war die Befehle von mir. Oh, wie hell. So. Nett. Aua. Dreht dich in den Augen. So. Wo bin ich jetzt gelandet? Verwirrung. Mayday, Mayday. Wo bin ich? Oh, da sind noch mehr Rebellenschiffe. Drücke LB und RB zu scannen, müsste der gewesen sein. Oh, scheiße. Das ist eine Scan-Funktion, die ich eigentlich in Assassin's Creed Origins ein bisschen vermisse. Wenn wir schon mal im Thema sind, aber egal. Die Frage ist, wo muss ich überhaupt? Roger, Roger. Du hattest recht. Die Energiekopplung der Ionenkanone ist hinüber. So, bisher zum Glück noch keine weiteren großen Probleme zumindest. Ich habe jetzt zwar überall ein paar Typen, die mir auf den Sack gehen könnten, aber die sind ja in der Regel ein bisschen weiter weg. So. Okay, da könnte ich theoretisch hacken. Ist natürlich noch einer da in der Nähe da oben. Ist das nur der oder wie sieht's aus? Mal ganz kurz abwarten, bis ich wieder scannen kann. Da will ich doch schon auf Nummer sicher gehen. Die anderen bewegen sich nicht groß. Eigentlich das, was ich wollte. Hallo, ich bin Druidenkumpel. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ja, schön. Ah. Ja, ich muss sagen, so ein Leben als Druide ist auch mal was. Vor allem interessant. Da unten erreichen, 110 Meter ist das bereits. Ich höre dich durch die Lüftung. Ganz nah. Ja, wir ah. Natürlich, sie hören mich sofort, dann haben mich noch irgendwie. Dann gehört mich ganz laut gelesen bin. Gutes Timing. Gehen wir. Agent Hask, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Klingt sinnvoll. Droide, öffne die... Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Ja, Takedown. Okay,
könnte ihn schocken. Oh, kam von hier aus, war. Druidenschock. Schocke mehr Gegner, wenn die Anzeige voll ist. Gut gezielt, kann auch Fahrzeuge deaktivieren. Ah, okay, na doch schon. Stromstoß. Irgendwas stimmt nicht. Ja, natürlich, man merkt nichts. Ist klar. Die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander. Muss zugeben, bisher gefällt mir der Story-Modus sehr, sehr gut. Obwohl ich gehört habe, der Story-Modus soll, ja, sehr kurz sein, sag ich jetzt mal. Also insofern machen wir halt doch einen Kurz-Let's Play daraus. Spricht Admiral Aqua. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galatsystem leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Endor. Kommen Sie mit. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sullust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Wie geil ist das denn bitte? Admiral Aqua! Zum ersten Anti-Wessel die Schulter. Bin gar nicht so der... Ja, Ego-Shooter-Fan. Ja toll, wie schieße ich jetzt? Es ist soweit. Wir fliegen nach Thales und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten vom Captain sind da. Das für den Scan läuft. Ah, okay. Ich sehe das Ziel! Ja, ich sehe auch ein bisschen was. Bisher ein bisschen sehr einfach. Du musst was hacken. Vor allem hier überall Lasergeschosse und da drüben gar nichts. Da doch einer. Ernsthaft? Agent Husk, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Ah! Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Okay. Sorry. So, da unten erreichen. Alles klar, alles klar. Kann ich das scannen? Warum eigentlich nicht? Hackvorgang läuft. Verschlüsselte Infos gefunden. So. Da wollte ich hin. Es ist schön böse zu sein. Nee. Oder? Keine Ahnung. Hier spricht Captain Craig. Neue Befehle. Die imperiale Flotte fliegt zur anderen Seite von Endor. Dort warten wir auf den Rebellenangriff und dann... Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist geflohen. Sie ist extrem gefährlich. Findet sie! Agent Husk, es wird Zeit. Beginne Vorbereitungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Ja? Sie ist eingesperrt! Halten den Häftling auf, bevor sie abhauen! Vorsicht vor dem Druiden! Lasst sie nicht entkommen! Bin unterwegs. Ja, also... Ob ich echt angeschlossen bin, halte ich zweifelhaft. Aua. Gefangenenanalyse. Oh, das könnte schmerzhaft werden. Du musst das für mich deaktivieren. Ich schieße mir den Weg frei! Oder auch nicht. Ja,
Das ist doch mal in Personenarmstufen gegen näher sowie weitere Bedrohungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Kann ein bisschen schneller sein. Bin unterwegs. Die Corvus auch. Elektroschock, mach schon. Oh, wo ist da lang? Scan die Umgebung. Also Ego-Shooting machen wir doch ganz hilfreich. Oh, ballern die überall? Mein Gott, könnt ihr einfach mal am Leben lassen. Daneben. So. Suche nach Gegnern. Muss erstmal hier raus. Oh, schön. Und da kommt keiner, wa? So, ich schieße hier ständig. Okay, nee, das ist keiner. Scan läuft. Ja, der Rechner kriegt der Sterne. So. Sorry, aber ich muss ja weiter. Kann ich irgendwie hier so runter? Nee. Ich muss einen langen Weg nehmen. Scheiße. Scan nach Bedrohungen. Ja, super. Na gut, vielleicht komme ich... Du musst was für mich hacken. Dann hack mal. Sammelweg gefunden. Okay, sehr schön. Jetzt einfach zuerst einen Steuer muss 100% kriegen. Aua! So. So, schon mal hier durch. Leider viel zu lahm. Ihr Rebellen, Sacksäcke. Sacksäcke, ganz schlecht. Was? So. Also offenbar bin ich doch nicht so, ich muss sagen, gefährlich. Zu öffnen, weil, ja, Krankheit relativ wenige. So. Oh! Hinten ist keiner. Wie kann sie es wagen, den Blaser zu tragen? Ja komm, ihr würdet ja gerne mal ihn vorschicken. Oh! Der muss darüber. Hilft ja alles nix. Was?
So. Scan läuft. Bisschen scannen kann ich schaden, wollte gerade sagen. Ja, super. Hinten? Keiner, okay. Lass mich durch, ihr verdammten Rebellenschweine! Feindheit hat es! Es lebe das Imperium! Oh oh. Das Imperium schlägt zurück. Zu der Zeit könnte auch sein. So, komm. Ja, aber sonst ist halt relativ einfach. Ich meine, ich spiele jetzt zweithöchsten Schwierigkeitsstufe bisher. Ich hätte auch auf der höchsten spielen können. Andererseits ist es noch ein Let's Play, also insofern. Ach ja, da war ja noch einer. Hinter mir auch? Nee. Moment. Da wäre einer. Ups. Das wollte ich nicht, sorry. Ne, muss da entlang, also. Au! Hey! Na toll. Wir sind hier noch. Da sind ja noch Nöcher, Leute. Du musst was für mich deaktivieren. So, angeschlossen. Ich brauche nie Ruhe, wa? Scan nach Bedrohung. Na gut, ich bin ja selber schuld, wa? Ich wollte ja, ich will ja hier die Ordnung behalten und so. Ah ne, ich bin ja gar nicht die erste Ordnung, Entschuldigung. Ist noch das Imperium. Ist doch mehr oder weniger das gleiche, aber naja. Hackvorgang läuft. So. Gut. Machen wir ein bisschen. Aber ein bisschen hin. Mann! Deswegen solltest du hinmachen, du scheiß Roboter! Sag mal, ist das mal was? Ja, super. Jetzt noch mehr. Ah, okay, ist offen. Und tschüss. Wieder zumachen hier? Ne, geht nicht, klar. Du ist natürlich unsterblich, ist klar. Er ist ein E3PO. Oder R2. Ne, wobei, beide wurden schon mal zerlegt, das insofern. Mann. Das war knapp. Beinahe überhitzt die Waffe. Oh. Unhöflich. Wie gut sind der... Ich wollte sagen, wie gut sind der bewaffnet? Gepanzert. Die Reinigung, okay. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Star Wars Battlefront 2. Das Imperium schlägt zurück. Einige Zeit später.
Endor. Schauplatz Todesstern. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todesstern-Schildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel, direkt voraus. Mir folgen. Verstanden, Commander. Jetzt spielst Sag General Solo, das wird dauern. Wenn es was zu bergen gibt, finden wir es, aber der Schaden ist enorm. Wir müssen viele Wrackteile durchsuchen. Ich sag's ihm. Stoß danach wieder zu den anderen. Spielt sogar während Episode 6. Wie geil ist das denn bitte? Scan das mal für mich. So, was haben wir jetzt da für nette... Gut, wir sollen sie eliminieren, ist aber viel. Droide, hack das Teil. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Frontkämpfer Serie, eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner besiegst. Okay. Faszinierend. Einzigartige Fähigkeiten. Jeder Charakter in jedes Raumschiff verfügen grundsätzlich über 3 einzigartige Fähigkeiten. Drücke Fähigkeiten-Details, um dich darüber zu informieren und sie im Spiel sofort richtig einzusetzen. Interessant. Sperrt. Fähigkeiten-Details. Kontaktgranate. Eine leistungsstarke Kontaktgranate, die bei Kontakt explodiert. Ja gut, das war abzusehen. Impulskanone. Ein enorm durchschlagskräftiges Gewehr mit dem Rahmen des DLT-20A. Die Schüsse werden für maximalen Schaden aufgeladen. Okay, ja, nicht schlecht. Spielt momentan mit der aktuellen Waffe sehr gut. Offenbar kann ich... Ah, jetzt irgendwie. Frontkämpfer-Serie, okay, mal die ausrüsten. Frontkämpfer-Serie, jetzt haben wir einfach... Okay. Kann man machen, wa? Aua! Die schießen ja ziemlich. Die hat er vorhin gar nicht gesehen. Piu, 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 piu. Keine Ahnung, vielleicht treffe ich sogar. Suche nach Gegnern. Überall hat's welche. Die können mir eigentlich egal sein. Ich muss mich an die in der Front kümmern. Und tschüss. Oder auch nicht, war zu weit weg. Scheiße. Natürlich die Frage war, treffen wir noch auf Lea und Han und der Luke vielleicht eher weniger, der ist natürlich gerade oben Todesstern und bekämpft gar nicht wieder. Was sagen sein Vater?
Die sind eindeutig besser als die alten, oder die anderen. Die alten vor allem. Es ist vorbei. Bunker gesichert. Ja, aber jetzt sehe ich noch nichts, wenn wir ganz ehrlich sind. Es wird keiner kommen! So, das ist einer weniger. Wo ist eigentlich meine Truppe hin? Ja, gerade allein oder was? Das war ein Fehler. Hey! Aua! Rebellenverstärkung nähert sich. Feuer frei. Alle Ziele neutralisieren. Ja, Kommando. Verstanden. Okay. Scan nach Bedrohungen. Oh, Moment. Nichts runter auf mich zulaufen, das mag ich gar nicht. Deaktiviert. Jetzt. Rebellenschweine! Und tschüss. Also überhitzt. Ja gut. Hey, ich hab voll die Füße weggeschossen. Scan läuft. Also Agent Miko stoßt. Sammeln und bereit machen zum Abrücken. Los. Okay, da. Alter, Sound auf den Ohren, ey. So, wieder besser. Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur Teiljäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zu Plattform 4 und diese Teiljäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Hask, Kontakt zu Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Inferno-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vizeadmiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, mal wieder. Nein, dahinter steckt sie. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das... Darf ich freisprechen? Nur zu. Wir sind zwar Alleinheiten, aber das klang fast wie Verrat. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Ist das für die Geburtsstunde der ersten Ordnung? Wenn man so überlegt. Ja, was unser Kark natürlich sagt, ist gar nicht mal so unwahr. Der Imperator hat Luke ziemlich unterschätzt. Und Vader, sprich Anakin in diesem Fall ja auch. Dass der jetzt dagegen gewendet hat, siehe Episode 6,
Was ich aber sehr interessant finde, wir haben im Prinzip in der ganzen Star Wars Saga, gut, ich sage jetzt mal vor allem Episode 4 bis 6, die Originaltrilogie, haben wir eigentlich immer nur gesehen, dass die Rebellen und natürlich die Galaxie selbst im Prinzip die armen Schweine sind, die Hilflosen, sage ich jetzt mal, und dass das Imperium eigentlich komplett die Bösen sind. Kann man das mal fast so sagen. Alle, die dem Imperium dienen, sind die Bösen. Hier jetzt aber bisher scheint es eher so, als wenn die Rebellen wirklich die Bösen, zumindest, also die Bösen, ja, Verräter, was auch immer, die halt all das, was wir jetzt aufgebaut haben, zerstören. Was an einem gewissen Teil ja auch stimmt, aber eben, ich meine, Palpatine, Imperator und so weiter, ja. Yeah. Ist sicher nicht gerade ein Paradebeispiel für das Gute. So. Ja, ganz kurz wegen der ersten Ordnung. Mittlerweile ist ja... Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Super. Generell ist es so, generell, mittlerweile ist Episode 8 bereits im Kino und viele von meinen Filmen natürlich schon gesehen haben. Ich sehe ihn erst heute Abend. Ich wollte mich deswegen hier mit dem Spiel noch ein bisschen drauf einstimmen. Und hoffe daher auf ein Verständnis, dass wir noch nicht geguckt haben und deswegen auch noch nicht spoilern kann, noch nicht werde. Deswegen wollte ich im Prinzip erst einen Film nachher gucken, damit ich nicht hier aus Versehen noch spoilere. Ich habe Sichtkontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da umlegen, wo sie stehen. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuerbefehl. Wenn es so leicht wäre, hätte das Imperium Yavin 4 nicht überstanden. Aber trotzdem wimmelt es auf diesem Mond von ihnen. Es ist noch nicht vorbei. Scan. Gut erkannt. Es ist noch lange nicht vorbei. Feuer! Schalten wir aus. Das hat gesessen. Es kommt keiner! Da finde ich im Prinzip auch ein bisschen interessant, also das vererbt man ja eigentlich auch in den Comics noch von der ganzen Star Wars Reihe. Und Da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. ja, weil im Prinzip am Ende von Episode 6, wir haben noch den Sieg von der Rebellion gesehen. Und dann am Schluss noch die Feier, sage ich jetzt mal, aber wie es dann weiterging. Diese Rebellion überhaupt, also beziehungsweise das Imperium zerschlagen hat, wo noch immer gekämpft wurde, etc. etc. Das erfährt man eigentlich erst dann eben danach, oder beziehungsweise halt natürlich auch bezüglich Episode 7 und so. Die Frage ist jetzt zwar, was bringt das, wenn ich jetzt hier aufmache. Heißt, Lea und Han sind bereits weg, wa? Hm. Einmal hacken, bitte. Haben wir jetzt einen Werfer drin? Neue Fähigkeit, Störung. Modifiziertes Entschärfungsgerät, das einen ionisierten Energiestoß erzeugt, der gegnerische Waffen überhitzt, Sprengsätze entschärft und kurzzeitig Geschütze deaktiviert. Das wird mir sicher noch weiterhelfen. So. Laufen wir noch alle weit weg. Obwohl, soweit auch noch nicht. Ups. Da wollte ich das eigentlich nicht. Die Rebellen haben sie eingekesselt. Wir müssen unseren Trupplern helfen. Los! Stellung! Rettet die Sturmtruppen! Feindheit hat es! Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei.
Oh, das war jetzt ein bisschen doof von mir. Habe ich gar nicht gesehen. Aiden-Version Plug. Da habe ich jetzt echt nicht gesehen. Scheiße. Gut, ich kann hier noch was Neues ausrüsten. Nehme ich gleich mal das hier. Die Störung statt. Ja, okay, gut. Noch einen ganzen Wald hindurch, war. Okay. Wir haben ja selber Schuld. So, Aiden-Version. Wir fangen jetzt sowieso, weil Werte wollen soll, muss es nicht in einem einzigen Part durchkriegen. Und ich Commander, Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darum. Ja, die fragen mich halt schon, wo ich jetzt hier den Cut setzen soll. Ich habe Sichtkontakt zum Feuer! Oh, überhitzt. Scan die Umgebung. Ziel schocken. Feind neutralisiert. Sie haben es verdient. Schon möglich. So, ja, Da ist schon. ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Wir sind unterwegs. Scan nach Bedrohungen. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Die Rebellen haben sie eingekesselt. Wir müssen unseren Trupplern helfen. Los! Stellung halten und Feuer erwidern! Inferno-Trupp! Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Sind noch Schießmittel, die Guten. Scan die Gegend. Tschüss. Wow, der... So, die. Wow. Alter. Gefahrenanalyse. Die werden immer härter. Wie sahen die so wieder aus? So. Nein! Da ist noch einer. Stirbt endlich, ihr Rebellen! Das waren alle. Wir müssen weiter. Oh. Mein Gott. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll's sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in ihrer Schuld, Raketenwerfer. Oh yeah. Nur 2 Waffen, wa? Oh, Entschuldigung. Hm. Ja, nächstes Mal. Aua. Feuer ist heiß. Oh, wo ist er jetzt? Commander, auf Endor werden Landungen feindlicher Transporter gemeldet. Sie setzen auf dem ganzen Mond Truppen an. Wir sind nicht mehr lange hier. Das ist der Plan. Wir haben hier schon 2 Patrouillen verloren. Nochmal passiert.
Offiziere machen ihre Verbündeten effektiv und können Abwehrgeschütze einsetzen. Feindliche Offiziere sollen immer zuerst ausgeschaltet werden. Woher kenne ich die? Da drüben war. Elektroschock, mach schon. Kann man. Suche nach Gegnern. Boah. Stirb mal! Es wäre nicht weniger. Ja, kann man so sagen. Scan die Umgebung. So. Das müsste jetzt aber eigentlich ordentlich Schaden gemacht haben. So, unbrauchbar. Deaktiviert. Jetzt. Droide, deaktivier sie. Wir sind fertig. Agent Miko, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Sehr gut. Aua. Noch mehr Raketenwerfer. Da sage ich nicht nein. So, weg hier. Agent Miko, Lagebericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheinen bereit zu sein. Troppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. Ja, Commander. Wir sind dabei. Jo, bin natürlich auch dabei. Meine Fähigkeiten freigeschaltet. Blendgranate. Aktivieren, ausspalten im Fragment. Okay, schütze die Eide mit einem tragbaren Deflektorfilter vor Blasterbeschuss und Sprengsätzen. Oh, das klingt eigentlich interessant. Moment, Fähigkeiten, Details. Nee, eigentlich falsch. Karten ausrüsten. Die Blendgranate. Wieso muss der Schild den Scanner setzen? Finde ich jetzt ein bisschen scheiße, weil den Scanner brauche ich unbedingt noch. Der Scan ist sehr praktisch. So. Wenn wir ganz kurz, Leute, das machen wir einen Live-Effekt. Jetzt werden wir ganz kurz, weil momentan haben wir jetzt im Stehen gezogen und nach einer Stunde ist man langsam mal das Bein angeschlafen. Jetzt mal ganz langsam runter. So. Jo, ist in der... Moment. Ja, da war jetzt gerade der Stuhl ein bisschen zu tief. So. Besser, ich würde sagen besser. Das ist doch... Okay. Möge das Imperium gewinnen! Eigentlich ist der Rückkehr der Jedi-Ritter, wa? Plattform 4 erreichen. Bin auf dem Weg. Sichern. Das klingt wie Balsam in meine Augen, weil ich glaube, irgendwo haben wir noch gar keinen. Müssen neu starten. Ja, Speicherbutton fehlt hier irgendwie. Gefahrenanalyse. Ja. Ach du Scheiße. Das ist Kontrollpunkt 4, wa?
Ich würde sagen, sag mal guten Tag, wa? Feuer frei! Achso, das sind unsere. Wollte gerade sagen, ja, wo kommen sie? Ernsthaft? Sie haben einen Läufer! Runter! Commander! Das sind unsere Maschinen! Der bringt nicht viel, wa? Der bringt gar nicht viel. Zum Glück ist so ein großes Angriffsziel. Ich wollte gerade sagen, diese eigentlich bereits down, weil er gar nichts mehr gemacht. So. Läufer am Boden. Wiederhole. ATST am Boden. Trotz überlegener Feuerkraft haben die Rebellen keine Chance auf den Sieg. Scheiße. Mein Fehler. Noch zu weit weg, ich kann da... Ah doch, den kann er schocken. Na toll. Ja, sie machen keine halben Dinge, muss ich ihn lassen. Sind wir auch noch... Okay, hier vor allem. Er muss langsam näher ran, geht nicht anders. Ich bin ja sonst in einer extrem dummen Position. Wie sieht denn hier der Läufer aus, Alter? Achso, jetzt machen die alles, okay. So, müssen langsam alle gewesen sein. Die Plattform gehört uns. Zu den Liften. Wir treffen uns oben bei den Teiljägern. Ja, So, jetzt bringt es nicht mehr viel. Oder vielleicht doch? Und Ebene gelangen. Okay. Commander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Teiljäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Naja. Ich kann mir vorstellen, dass ich eigentlich mehr darauf freuen würde, wenn sie die Rebellen wirklich platt machen könnten. Aber naja. Ist ja ein anderes Thema, nicht wahr, Freunde? So. Ich muss sagen, bisher gefällt es mir sehr gut. Insofern behaupte ich ein gelungenes Let's Test. Aber eben, Let's Play-mäßig, wenn ich das fortführe, dann... Ich guck mal, wie viele Parts noch während dem Story-Modus. Weil ich würde dann eh nur, ja, Story-Modus Let's Play den Rest nicht. Vielleicht mal irgendwie im Stream dann mal im neuen Jahr oder... Aua! Bin ein bisschen zu weit raus. Ja, Stream im neuen Jahr oder, sonst Let's Play online halt. Suche nach Gegnern. Toll, mit die Waffe ausgetauscht. Na, wobei die sind schlecht. Auf den Bombenwerfer.
Gefahrenanalyse. Oh oh. Da ist doch was! Nee, da hat er was gesehen. Ziel, Schock. So, komm. Boom! Headshot und da fliegt er davon. Haha. Agent Miko, das ist Ihr Teiljäger. Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Gehen Sie. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich meiner? Ich gehe als Letzte. Moment! Ernsthaft? Startbereit, Commander. Ich folge Ihnen. Der soll ja wohl einen Takedown machen, aber wollte es ja nicht. Aua! Scan die Gegend. Ah, Blenker an, okay. Da hatte gerade was, hat mir jetzt auch getroffen oder ist irgendwie Spielplatz buggy. Na toll. Nein! Ja, muss ja passieren. Oh. Die tun echt weh in den Augen. Scan nach Bedrohungen. Wie die einfach so ruhig bleiben kann, wa? Ich glaube, das wird der letzte gewesen sein, oder? Jäger gesichert. Wir sehen uns oben. Ja, irgendwo, irgendwer schießt noch. Ja, komm. Ich geh mal. Eben zu heiß hier. Das ist aber echt ein cooles Design, wenn man so überlegt an den Schiffen hier. Gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Diese Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lange. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Wir werden uns anpassen? Sind wir hier die Borg oder was ist los? Commander, wir haben ein Problem. Was gibt's, Hask? Die Explosion des Todessterns hat die Corvus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Alter, die Steuerung. Ja. Ah ja, ich merk's. Sehr so, wenn ich zu viel drehe, wird's mir schwindelig. Ja, ist aber gut, kein Problem. Kann ja schießen. Ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Ja, bringt natürlich auch nichts. Oder wurden zerstört. Und der Sternzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hask nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Sein T-Jäger brennt hier. Der Sound ist aber schon geil von den Dingern. So, ein bisschen schneller. Ich kann schießen. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Stand? Ja. Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander, Jäger im Anflug. Und Bomber. Die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde.
Die Sternjäger zerstören! Was, Sternjäger? Okay, Nachbrenner. Gewährt dem Sternjäger einen vorübergehenden Tempo-Boost und bricht die feindliche Zielerfassung. Nachbrenner kann ganz beendet werden. Laser Speerfeuer. Okay, Kühlkörper. Wow, wow, wow! Ah, mir wird schlecht! Ich soll jemals treffen? Ah, jetzt natürlich schon besser. Aua, aua! Ging natürlich alle auf mich los, ist klar. So. Ja, das war erst der Erste. Ja, das Missionsgebiet versuche ich ja die ganze Zeit, ich muss aber auch ein bisschen ausweichen. Okay, jetzt verstehe ich zumindest, wieso es... Ja! Sowohl mit Rebellen als auch... Aua. Ja, im Prinzip für alle. Ein bisschen schwer war der, die Schiffe zu treffen. Ein Gegner weniger. Boah, mir wird schlecht. Nee, Quatsch, mir ist schon schlecht. Oh oh. Er wurde besiegt, stimmt nicht so ganz. Wir haben Rheinkräher selber in die Luft gesprengt, wenn ich mir rechtzeitig ausweichen konnte. Scheiße! Ah, ich lerne ja aus meinen Fehlern. So. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander, Jäger im Anflug. Und Bomber! Die Corvus beschützen! Sie hat keine Schilde! Ich bin dabei! Natürlich schießen wir direkt alle auf mich. Wow! Ja, Dauerfeuer bringt es eigentlich nur, wenn ich direkt im Front von einem bin. Ja, ich habe so ein bisschen Zielhilfe, aber nicht gerade so viel, wie ich es mir wünschen würde. Wenn ich schon mal... Wow. Aua. Die Bomber starten ihren Angriff. Ja, ich merk's. War ein weniger. Money! Aber macht schon Spaß, muss ich eher zugeben, wenn ich gerade vielleicht ein bisschen wenig erzähle oder halt immer nur ein bisschen so was. Was schon ein bisschen im Fluchen bin. Die Bomber zerlegen die Corvus. Kühlkörper. Kein Bock hier zu überhitzen. So, jetzt habe ich dich. Wir hatten sie doch fast, war nur noch einer übrig, Leute, nur noch einer, aber es ist echt schon ein bisschen schneller bis als der Gegner. So. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Aller guten Dinge sind 3, oder? Injektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Oh, schon wieder? Jäger im Anflug. Und Bomber! Die Corvus beschützen! Sie hat keine Schilde! So, das war der erste. Das wäre erledigt. Ah! Nicht abhauen hier! Nee. Oh, was kollidiert mit ihm? So! Ganz ruhig. Ganz ruhig, Aiden, wir schaffen das schon.
Sehr touchiert. Weil es fehlt nicht mehr viel für ihn. Die Bomber zerlegen die Kaubus. Das ist schon relativ viel angeschlagen, wa? Ist nur noch der übrig? Aua. Ja, Mann! So. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Wenn sie bloß mal treffen würde. Jui, mach mal eine Flugstunde! Yeah. Ich brauche Hilfe bei diesen Bombern. Ich bin schon hinter ihnen. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Was? Warum nicht? Solange Luke Skywalker an Bord an Deck ist, ist das kein Problem für uns. Laut das einfach mal. Juhu! Aber wir schaffen das schon. Was aber geil finde am Spiel ist, vor allem jetzt hier, wenn wir im Weltraum fighten, dass uns eigentlich nichts geschenkt wird. Also von wegen... Wir müssen diese verdammten Bomber dringend stoppen. Ja, von wegen du musst sowohl gegen die feindlichen Flieger agieren, aber natürlich auch dich selbst am Schussfeld bringen, vor den gegnerischen Trümmern und so weiter. Was zum... Ich will wieder zurückkehren! Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Hä? Ich habe alle Richtungen gedreht, aber konnte nichts machen. Okay, ich muss langsam mal das letzte Test beenden, Freunde. Wo bin ich denn jetzt wieder zu Beginn, oder was? Oh, nee, das wird zumindest die erste Phase beendet. Okay. Leute, ich sage vielen, vielen Dank hier fürs Zusehen bei Star Wars Battlefront 2 oder Star Wars Battlefront 2 von mir aus beim Story-Modus. War soweit, wie ich finde, sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Klar, ich hätte besser spielen können und so weiter. Jetzt am Weltall besser manövrieren, etc., etc. Aber kommt alles nach, keine Sorge. Und, jo, ich zocke dann mal in den nächsten Tagen für mich ein bisschen weiter. Das heißt, vielleicht wird dann... Warte mal ganz kurz. Der Park kommt sowieso gegen Ende Jahr. Ja, bis dahin wird er sicher weitergezockt haben. Also, ihr seht es anhand der Partzahl, was da steht, ob es irgendwie ein einmaliges Let's Show oder Let's Test war oder ob es ein paar mehr Parts dazu geben wird. Ich würde sagen, ich zockte vermutlich, also ich schätze momentan mal, dass ich echt mal einen Story-Modus durchspiele. Soll eben nicht so lang sein und ich denke so mit 10, 15 Parts ist es ein schönes, kurzes Spiel. Ich mache gerade sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, euch von dem her auch. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.